So, in dieser fünfeckigen Verpackung kommt die Dovpo Trigger 168. Schauen wir mal, wie das ausschaut. So schaut das aus. Innen ist ein Schaumgummi unten gelegt. Und so haben sie die eingestellt. Ich habe es jetzt in der Version Rainbow. USB-Kabel, Bedienungsanleitung, die ganzen Karten dazu. Bedienungsanleitung nur in Englisch und Chinesisch. Also wer es Chinesisch braucht, Chinesisch, ne? Und das andere ist leider nur in Englisch. Aber es sind da ein paar Beutel auch dabei. Ist so ähnlich wie die Wismec sind, aber sie hat da ein bisschen abgerundete Fläche, da hat es im Carbon-Look da ist noch Folie jetzt drauf, die lasse ich ja drüber. Und sie ist trotzdem ein bisschen anders. Sie hat den Feuertaster aus Messing auf der Seite, wo der Schriftzug ist. Und die Plus- und Minus-Taste und die Set-Taste, die sind da oben. Ne? Schauen wir nur den 510er an, der wo außen vergoldet ausschaut. Innen ist er stark gefedert. Schaut auch alles irgendwie Messing oder vergoldet aus. Hochglanzlackiert, aber schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Aber die hat man wirklich fast wie ein rundes Objekt. Fühlt sich schon mal ganz gut an. Da herum haben wir praktisch über dem Display, im Display ist noch eine Folie drauf, da haben wir Plus und Minus und die Setup-Taste, ein USB, die Eckdaten ganz kurz gesagt, das ist 6,4 Volt bis 8,4 Volt, 5 Watt bis 168 Watt, Temperaturkontrolle 200 Fahrenheit bis 600 Fahrenheit oder 93 Grad Celsius bis 315 Grad Celsius. Im Watt-Modus ab 0,1 Ohm bis 3 Ohm und die Temperaturkontrolle oder das TC-Dampfen, das funktioniert von 0,1 bis 1,5 Ohm. Und zweimal 18650. Und aufmachen haben wir das Teil, da haben wir so ähnlich wie die Wismec, wobei es doch kleiner ist und auch leichter ist, weil es ja auch nur 2 Akkus hat. Also nicht erkennen, das Teil da, wo der Feuerbutton ist, ihr nehmt es da herüben in der Seite, habt ihr eine Einbuchtung und genauso habt ihr es da herüben. Dann nehmt es oben so, das wird magnetisch halten. Da haben wir da erinnert wieder den Carbon-Look, dann haben wir die Magnete, einen da unten, 2 da oben. Da sind dann die Kontakte, weil natürlich die in Reihe geschaltet ist oder Serie geschaltet ist, ihr seht es selber. Unten die gefederten, einmal ist unten der gefederte Minus, das ist aber wunderschön hinten abgeschrieben und einmal der Plus. Und ein schönes Bandal, wo halt auch das Dovpo noch mit drum steht. Ansonsten ist das ähnliches wie bei anderen Boxen, die es ja auch schon haufenweise gibt. Ne? Dann legen wir uns das eine Bundle jetzt um. Dann brauchen wir da unten jetzt den Minus. Setzen wir halber da, drücken wir ein. Wer das noch nicht so oft gemacht hat. Ein Bundle muss natürlich unten drin sein, wenn man einen Akku hat, kann man den anderen schön immer und außer tun. Und bei dem, der wir wieder denselben Akkus, natürlich bei solchen Boxen die gleichen Akkus verwenden, im gleichen Ladezustand. Ja, verheiraten braucht es nicht, weil das ist, man kann es über 3 machen.
Dann passiert da noch nichts, weil das Element mit dem Feuertaster und mit den Kontakten, das ist so ähnlich wie bei der Fuchei. Also nicht da kommen, wenn es den Akku einsetzt und dann leicht noch nichts auf. Und ihr könnt den Deckel auch nicht verkehrt auf wieder, weil ihr seht immer, die 3 Kontakte müssen zu die 3 Kontakte kehren. Seht ihr es? So, und jetzt schauen wir mal, was er macht. Wenn wir jetzt einschalten. Jetzt haben wir einen Akku und Strom weg. Ich gehe nur kurz aufs Menü rein. Also wie gesagt, wir haben halt bei der Box hinten den Feuertaster und gegenüber haben wir die Verstelltasten mit der Setup-Taste. Ihr habt ein recht helles Display und noch ungefähr 5-6 Sekunden dimmt es ab und nach 30 Sekunden circa schaltet es ganz aus, ist aber nach dem ersten Feuertasterdruck wieder da. Das Gerät aus- und einschalten ist 5-mal Klick, dann sagt er Goodbye und 5-mal Klick wieder ein. Versucht, dass es jetzt schön hergeht. In Setup geht es wie schon die Setup-Taste, die müsst 2 Sekunden gedrückt halten. Dann mit Power, halt Power, dann kommt Power T, das heißt immer Time. Wenn man jetzt das anschaut, dann habt ihr da unten eine Zeitleiste, wenn es dann in das Menü reingehst. Halt, jetzt bin ich wieder raus, also nochmal. Gehen wir in das Menü Power und dann gehen wir in das Menü Power T und gehen wir mit S in das Optionen rein. Das ist ein Time, das heißt die Zeit kommt euch da oben, da habt ihr eine Zeitachse und eine Leistungsachse. Da müsst ihr euch aber dann selber durchlesen, das habe ich noch nicht gemacht. Ihr habt aber da unten, seht ihr es, M1 und da könnt ihr euch 4 verschiedene Programme ablegen. Das ist auch mehr jetzt für Fortgeschrittene, die wissen das dann schon, wie das geht. Da könnt ihr euch euer Preheat einstellen und. Das ist im ganz normalen Watt-Modus möglich. Und wenn man wieder zurück möchte ins Hauptmenü, dann drückt man die S-Taste wieder und bleibt drauf und das ist mit dem Hauptmenü. Dann haben wir noch Bypass, schauen wir nur ganz kurz rein. Da zeigt er uns eigentlich an, zum Verstehen habe ich jetzt da nichts gefunden, dass er halt die reine Akkuleistung 4,2 Volt von einem Akku ausgibt und nicht von 2, weil es ja Serienschaltung ist. Zumindest zeigt das es an. Dann haben wir die erste Temperatur, Titan. Und dann haben wir Titan T, Nickel und Nickel T. Dann kommt SS für Edelstahl und SST. Das T ist dann auch im Temperaturmodus, ich gehe kurz rein, genau dasselbe. Ihr habt M1, M2, M3, kann es euch durchschalten bis M4 oder zurück aus. Da könnt ihr euch auch wieder 4 verschiedene Programme für Edelstahl mit einer Zeitachse und Powerachse. Das heißt, für eure Zeit könnt ihr euch das spulen. Ja? Der Otto Normaldampfer braucht das nicht, das ist für die Spezialisten, weil das brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Dann gehen wir wieder zurück, Übermerker, 2 Sekunden draufbleiben, so wie man vom Ausgangsmenü ins Hauptmenü reingeht, geht man genauso wieder raus. Vorne im Hauptmenü ist kein Zugzähler. Ja, eure Züge könnt ihr aufrufen, indem ihr in Set eingeht und dann zur Option Puffs und dann steht unten eure Anzahl. Und wenn es dann da reingeht, dann habt ihr die Möglichkeit, das Menü, die Anzeige unten zu lassen. Ich schalte aber ein bisschen schneller aus. Da. Also Puff und dann unten rein. Jetzt könnt ihr wieder rausgehen. Oder ihr könnt es löschen mit der Set-Taste. Dann kommt unten 00. Dann geht es mit Ausgang und Set-Taste wieder raus. Sprache, wie gesagt, Englisch und ich glaube Chinesisch. Wobei man nicht sicher ist, kann auch Koreanisch sein, das weiß ich nicht. Das lassen wir natürlich. Und dann könnt ihr direkt vom Menü wieder zurückgehen in den Hauptbildschirm, über mit S bestätigen, nicht mit der Feuertaste. Dann haben wir jetzt das letzte, was wir gehabt haben, SS oben, Temperatur, Edelstahl im Time-Modus. Den brauchen wir mir nicht. Jetzt gehen wir in den normalen Temperaturmodus, also in dem Fall Edelstahldraht. Das gleiche gilt aber auch für Nickel oder Titan. Moment, ein bisschen langsam gehen.
Jetzt gehen wir in den normalen Temperaturmodus und dann schauen wir uns das an. Da könnt ihr eure Temperatur von 93 Grad Celsius bis 300, lassen wir es einmal laufen, und zwar in 5 Grad Schritten bis 315. Wenn es dann weggeht vom Plus-Taste und nur mehr drauf drückt, was kommt dann? Genau, dann gehen wir in Fahrenheit. Die fangen von 200 Fahrenheit an bis 600. Wenn es dann oben wieder weggeht und wieder drauf drückt, kommt es wieder Temperatur. Dann fängt es bei 93 Grad, also auf Celsius, nicht Temperatur haben wir so und so, auf Celsius. Hat es bei 93 und möchte es wieder in Fahrenheit, geht es umkehrig genauso. Also vor und rückwärts immer weiter, dann kommt es von Fahrenheit in Celsius springend gemacht. So, jetzt geht uns da noch was ab. Ne? Da unten haben wir, jetzt haben wir oben einmal, jetzt können wir es besser lesen, Temperatur SS. Da haben wir uns einmal 390 Fahrenheit, das können wir jetzt lassen. Wir kommen jetzt da unten in den Power-Modus. Da müsst die S-Taste, steht aber in der Bedienungsanleitung auch so drin, ich glaube, wenn man nicht Englisch kann, versteht man es auch. Die S- und die Plus-Taste drücken und gedrückt halten. Na, schon mal, jetzt habe ich die S und Ding. Nochmal. Ihr jetzt euch leichter wie vor der Kamera. Seht ihr es, und jetzt blinkt unten Power. Dann lasst es aus oben. Und dann könnt ihr euch die Leistung einstellen. Und zwar wieder von 5 Watt. Ihr könnt es nicht umschnackeln. In 1 Watt Schritten, lauft wirklich sehr, sehr schnell, wenn es drauf bleibt. Schaut sie, wo der hinfetzt. Theoretisch auch bis 163 oder 168 Watt. Könnt es aber nicht wieder von 168 auf 5 Watt, ihr müsst es wieder zurück. Finde ich aber sehr sinnvoll, weil wenn wirklich einer da drum umeinander dampft, dann vertut sich mal, oder wenn einer bei 10 Watt, sage ich mal, dampft, ja, oder 12 Watt, dann vertut sich mal, drückt da schnell hin und springt dann von 12 Watt schnell mal auf 160 Watt, ist ein bisschen gefährlich. Ist nicht so gut für seinen Verdampfer wahrscheinlich. Also recht, läuft sehr schnell und solange das blinkt, kann ich das machen. Dann stellen wir da meine Ausgangstemperatur für mein Temperaturcoil ein. Ich lasse jetzt einmal 36 stehen. Bestätigen wir es mit gar nicht. Entweder bis sie bestätigt oder mit S. So, und jetzt haben wir auch in dem Bereich, dann können wir über natürlich ins Hauptmenü gehen, also wenn ich jetzt aus- und einschalte, dann sagt er Goodbye, also pfiat euch, 5-mal klicken, schaltet er wieder ein, kommt Aufbau, dann fragt er mich jetzt ein neuer Coil oder nicht, Feuertaste, neuer Coil ja oder minus, plus oder minus, dann ist das Menü, was wir auf letzt bearbeitet haben, ist unser, also dann bleibt das also. Selbst wenn ich einen Akku raus tue und einen neuen eintue, der ist komplett vom Strom weg, startet er mit dem, was wir zuletzt gehabt haben. Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber möchte ich es auch noch mal sagen. So, jetzt habe ich aber da keinen Temperaturcoil nicht drin. Das heißt, ich muss wieder auf die Set-Taste 2 Sekunden drücken, muss mich dann hocharbeiten bis Power und mit der S-Taste, mit der Set-Taste bestätigen. Jetzt habe ich da meine 45 Watt, jetzt möchte ich ein bisschen runter, sagen wir mal auf 40 Watt. Und dann zeigt er uns unten wieder die Ampere an, 8,7 Ampere, 0,51 Ohm und. So, jetzt mache ich mal finster. Finster wäre natürlich jetzt noch Wert drauf liegt. Ich lege da keinen Wert drauf. Wenn man feuert, dann leicht es im Dunkeln auch noch auf. Ja, und zwar seitlich die Entlüftungsschlitze und der Schriftzug. So, jetzt nehmen wir den Nordwolf auf. So einer von meinen Lieblingen neben dem Moloch. Aber die kennt nicht jeder. Das ist aber auch ein elendiger Säufer vom Herrn. So, und jetzt schauen wir mal, wenn wir im Watt-Modus sind. Schalten wir da mal aus. Und ich habe jetzt einen Clearomizer gewechselt. Fragt er auch neu oder nicht neu. Also ein Clearomizer-Wechsel generell, habe ich festgestellt, fragt er mich jetzt mal neu oder nicht.
nicht neu. Dann machen wir einen neuen. Dann schauen wir mal und dann ist der ein 0,5 Ohm, 4,11 Volt, das waren 33 Watt. Und dann haben wir 7,9 Ampere. Dann sagen wir noch ein paar Funktionen, was schon noch wichtig sind für den Betrieb. Ich lese aber jetzt oben, die muss ich erst testen. Natürlich zeigt er uns an, wenn er keinen Atomizer drum hat, No Atomizer oder Short Atomizer, wenn Kurzschluss ist, dann zeigt er Short an. Wenn die Akkus bis auf 3,2 Volt sind, dann schaltet er auch ab. Sprich, wenn beide Akkus dann miteinander 6,4 Volt haben, dann heißt es Weak Battery. Wenn die Bordtemperatur von Chip über 80 Grad bis 100 Grad ist Hot, dann leuchtet es also heiß auf Hot auf Englisch. Und eine Battery Protection hat er noch drin. Gut, eigentlich das, was man haben soll. Wenn man die Set-Taste 2 Sekunden gedrückt hat, kommen wir ins Menü. Wenn man es innerhalb von 1,5 Sekunden dreimal schnell klickt, geht es in Stealth-Modus, im versteckten Modus. 1, 2, 3. Das heißt, ich feuere jetzt. Anzeige ist weg. Setup-Taste dreimal schnell drücken und Anzeige ist wieder da. Die Plus- und Minus-Taste locken. Muss man die Set-Taste und die Minus gleichzeitig drücken. Das ist bei mir ein bisschen schwer. Wenn ich jetzt etwas oben drücke, kein Locket, also aber ich kann in der Regel, probieren wir es, feuern. Aber ich kann nicht aus Versehen ins Menü rein, oder? Nein, ich kann auch nicht ins Menü rein und ich kann weder mit Plus und Minus, also ich kann da mit den 3 Tasten nichts machen. Set-Taste und Minus-Taste gleichzeitig gedrückt und draufbleiben, okay, unlocked. Dann kann ich wieder meine Leistung verstehen und kann auch wieder ins Menü. Gut, ich hoffe jetzt, dass meine Sachen jetzt noch kommen. Ich habe jetzt wieder die nächsten 2 Videos während im Einsteigerbereich, das kann ich euch schon versprechen. Ich warte eigentlich auf die Dinger schon, müssten eigentlich schon seit ein paar Tagen da sein, aber der Chinese ist halt jetzt schon ein bisschen müde. Das ganze Jahr hat er schon so viel laufen müssen. Und jetzt kommt dann langsam das Weihnachtszeug wieder. Aber ich bin guter Dinge, dass es der Woche oder ja, Anfang nächster Woche eintrifft, dass ich die Sachen einmal durchtesten kann und euch dann ein bisschen berichten kann. Und so wünsche ich euch was und bleibt sauber. Pfiat euch.